Wie Deri, jetzt habe ich doch beschlossen, dass ich noch eine Folge aufnehme. Weil ich gerade voll Lust darauf habe. Ja, halt du mal den Ding, das wollte ich nicht sehen. Ich Karten sehen, danke. So, wir haben jetzt nämlich direkt da hinten. Und es hat sie anbieten, das zu machen. Es hat sie anbieten. Aber ich werde das erstes machen. Machen wir als erstes. Ausnahmsweise mal. So, wo haben wir denn da? So. Da oben. Da oben. So viel. Ah, ja, da. Schaut aus wie bei der anderen. Antonio, wir müssen reden. Ezio! Ezio Auditore! Theodora! Darf ich euch den talentiertesten Mann Venedigs vorstellen? Madonna. Ah, Schwester Theodora. Ich wusste gar nicht, dass ihr religiös seid. Nee. Kommt drauf an, wie ihr meine Religion versteht. Nicht nur die Seelen der Männer wollen Trost. Kommt zu uns, Ezio. Trinkt. Trefft die Damen. Mörder! Metzger! Er hat Lucia aufgeschlitzt und ihr Geld gestohlen. Messer Ezio, dann zeigt uns, wie talentiert ihr seid. Ihm nach. Genau. Komm nicht näher, oder ich schlitze dich auf. Wer zur Hölle bist du? Verschwinde endlich! Ja. Ein anderes Lied. Bleib zurück, oder ich töte sie. Ich schwöre es. Ah, ich muss ihn beschüssen. Bitte habt Geduld und lasst euren Ärger nicht an den Arbeitern aus. Oh Jesus! Nimm dich aus wie ein Fisch! Lasst mich retten. Bewegung! Wir kriegen ihn, keine Sorge. Du bist mir... Kein Ausweg mehr, Stronzo. Nee. Besser kann man nicht abbiegen. Buonasera. Jawohl. Unser Dank gehört euch, Ezio. Warum folgt euch der Ärger immer auf dem Fuß? Antonio, ihr wisst, warum ich hier bin? Wohl um Venedig von Marco Barbarigo zu befreien. Wirklich, Ezio, wir haben das schon mal getan. Und dieser neue Templerdoge ist ein noch größeres Schwein als der letzte. Außerdem verlässt er nie den Palazzo. Ja, au. So. Heute Nacht. Er würde nicht wagen, Karnevale zu verpassen. Woher wisst ihr das? Nun, er gibt das größte Fest von allen. Aber hineinzugelangen wird nicht leicht. Dafür benötigt ihr eine goldene Maske. Und bevor ihr eine fälschen wollt, denkt dran, jede Maske hat eine Nummer. Glücklicherweise habe ich eine Idee. Mal sehen, ob wir nicht eine Maske gewinnen können. Warum? Warum muss ich immer irgendwas gewinnen? Was ist, mein Sohn? Wollt ihr mich etwas fragen? Ja, vergebt mir, aber warum tragt ihr die Kleider einer Nonne, wenn ihr keine seid? Wer sagt, dass ich keine bin? Doch, ich bin mit dem Herrn vermählt. Und trotzdem seid ihr auch eine Kurtisane. Ihr betreibt ein Bordell.
Und ich sehe da kein Problem. Es ist meine Entscheidung, wie ich meinen Glauben praktiziere und was ich mit meinem Körper mache. Wie viele junge Frauen war auch ich angezogen von der Kirche, wurde aber von den Gläubigen dieser Stadt desillusioniert. Die Menschen sehen Gott als eine Idee ihres Kopfes und fühlen ihn nicht tief im Innern. Männer müssen erfahren, wie man liebt, um Erlösung zu erfahren. Meine Mädchen und ich bieten das unserer Gemeinde. Ich wusste, keine Kirche würde mit mir übereinstimmen, also gründete ich meine eigene. Nicht gerade traditionell, aber durch meine Pflege werden die Herzen der Männer stärker. Unter anderem, würde ich sagen. Auf Befehl des Dogen sind außer Brieftauben alle Tauben zum Freiwild erklärt worden. Den eifrigsten Jäger... Signori e Signore! Kommt her, kommt her! Die Spiele des Karnevale sollen beginnen. Habt ihr den Mut, um einen Preis zu kämpfen, so prachtvoll wie dieser? In diesem wie in jedem Jahr wird die goldene Maske einer Person und nur einer Zugang zum persönlichen Ball unseres geliebten Dogen gewähren. Wer würde diesen besonderen Preis nicht wollen? Kommt, tretet an! Wer auch immer sich heute als Meister unserer 4 Spiele herausstellt, soll der persönliche Gast des Dogen sein. Beeilt euch besser, Ezio. Signori, Signori, willkommen! Ob ihr gewinnt oder verliert, dies wird euer heutiges Lieblingsspiel sein. Meine Damen, und so wird gespielt. Alle Damen in diesem Bezirk haben Schleifen. Die müsst ihr erobern. Wer immer mehr davon hat, wenn mein Stundenglas abgelaufen ist, wird der goldenen Maske einen Schritt näher sein. Wie muss ich denn sammeln überhaupt? wird höchstpersönlich das Festkomitee anführen. What? Schande über dich! Hä? Was ist denn da los, Alter? Du kannst nach Hause gehen, kannst du? Hä? Da los? Sag mal, hast du Wie diese hübsch ihr Muskeln? heute Die alle sind ja aussieht. wunderbar hart. Maledizione! Wie geht's dir, Belle? Habt ihr etwas für mich, meine Schönen? Hey, bist du noch bei Trost? Was zum Henker hast du? Schöner Mann. Dürfte ich um eine Schleife bitten? Hey, Hallo, meine Süße. Damen. Na, komm. Gibt es denn kein Gesetz, das so etwas verbietet? Darf ich mich zu euch gesellen? Höchstpersönlich das Festkomitee anführen. Hey, Hallo, meine Süße. Na, komm. Frisch gefangene Igel. Wer braucht einen Adler? Schöner Mann. Dürfte ich um eine Schleife bitten? Sag mal, hast du Wie diese hübsch ihr Muskeln? heute Die alle sind ja aussieht. wunderbar hart. Wir haben einen Sieger. Ihr habt mehr Schleifen als jeder andere Mann hier. Ihr habt euch als Frauenschwarm bewiesen. Und ihr seid dem größten Preis aller Zeiten noch näher. Damit ich einfach nicht merken, dass das ein Assassine ist, gell? Schon lustig. Ich habe ein Elixier aus Blei und Granatapfel gefunden. Ja. mit seiner gesamten Mannschaft vor der Küste von Thessaloniki untergegangen ist. Und schon weit weg irgendwie. Der Nächste. Willkommen. Benvenuti. Seid ihr bereit, euch in einem Spiel der Ausdauer und Geschwindigkeit zu versuchen?
Viele Herausforderungen sind auf dem Weg. Das Spiel ist einfach, aber es zu beenden fast unmöglich. Beginnt, wenn ihr soweit seid. Der erste Mitbewerber, der den Streckenrekord bricht, ist der goldenen Maske einen Schritt näher. Das wird nicht so schwer sein, da die Messer. So. Unter einem Umhang blaue Lüfter. Mein Gott, hey. Da die finanziellen Mittel aufgrund der Verteidigung der ausländischen Interessen der Republik knapp geworden sind. Geht doch. Der Sieger! Ihr seid der schnellste und stärkste Mann Venedigs. Nun seid ihr dem großen Preis viel näher. Das passt nicht so gar nicht, Nur, dass der andere überhaupt irgendwas Dinger kann. Ich muss meinen Tagwerk unterbrechen, um mich um einen kleinen Mistkerl zu kümmern, der sich einfach nicht benehmen will, wie alle anderen auch. Oh. Ich glaube wieder. Wir machen diesmal. So. Tretet näher. Willkommen, willkommen. Die Spielregeln sind einfach. Hängt eure Gegner ab, holt die Fahne aus der Mitte des Feldes und bringt sie zurück zum Start, um zu punkten. Wenn der Gegner die Fahne trägt, müsst ihr ihn oben werfen und seine Fahne stehlen. Erobert die Fahne als erster zum 3. Mal und die goldene Maske kann euch gehören. So, das ist ein Scheiß. Nein! Mein Gott, ey.
Hä? Hallo. Das ist schade. Kannst du vergessen. Das wäre nicht schaffen. Kann ich nicht schaffen. Kannst vergessen. Weil ich immer hängen geblieben bin. Weil ich einmal hängen geblieben bin. Hä? Hä? Hätte ich so schnell gekriegt? Hä? Da hinten muss der nochmal hin. Hä? Alter, das... Hä? Der kann die ja gar nicht geholt haben. Ja, super, jetzt kann ich es gleich wieder vergessen. Hä? Genau. Nein, danke. Komm nicht raus aus dem Ding. Komm doch nicht raus. Das gibt's nicht, hey. Wenn man so viel Pech haben kann. Jetzt geht's wirklich um die letzte Flagge. Hallo. Hey, voll an der Vier. Hallo. Ich möchte nicht, dass du drauf bist. Du musst nach gerade, habe ich gesagt. Noch irgendwas anderes. Der hat noch nicht hinterrücken, aus irgendeinem Grund. Ah, okay. Jawohl. Jawohl. Alter. Ich habe vielleicht ein bisschen geschummelt, aber ist mir jetzt egal.
Wir haben einen Sieger. Ihr habt eure Fahne beschützt und die des Gegners erobert. Ihr habt euch als Krieger ohnegleichen bewiesen und kommt dem Sieg immer näher. Scheiße. Kommt näher und meldet euch So. zum Kampf. Habt ihr, was es braucht, um euren Gegner zu besiegen? Wer Ja, wird am längsten ich weiß stehen es bleiben? Das werde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge. Deswegen, wenn es euch gefallen hat, lasst es ein Abo da. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Also, Abideri!